danke euch. Hey, ein gutes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr hattet einen einigermaßen guten Start, einen schönen Start und durftet euch auch ein wenig erholen zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ich finde es ein Vorrecht, als ganze Kirche heute so zusammen zu sein, hier vor Ort und online und miteinander in dieses Jahr zu starten und zu sagen, hey, wir haben einiges vor uns. Aber bevor wir nach vorne schauen, möchten wir jetzt auch zurückschauen, weil wir haben das Thema von dem Sonntag uns so gesagt, looking back to move forward. Ich glaube, es ist wichtig, ab und zu zurückzuschauen, bevor man wieder schon direkt nach vorne schaut. Ein Bibeltext aus dem Evangelium, wo mich schon im alten Jahr recht beschäftigt hat. Ich möchte ihn euch kurz vorlesen. Der bringt uns ein bisschen hinein in diese Thematik. Das heißt, dort auf seinem Weg nach Jerusalem zog Josef. Ich bin noch bei Weihnachten. Ja, okay. Also der Jesus jetzt, der ist jetzt groß, ist die Krippe raus und der zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Und auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Eine recht bekannte Geschichte für Leute, die regelmäßig so eine Bibel lesen, die kennen diese Geschichte. Und der Kern der Geschichte ist schnell erfasst, 10 Menschen am Rand in der Quarantäne, die dürfen nicht am öffentlichen Leben daran teilnehmen, Aussätzige. Und sie schreien um Heilung, schreien wirklich um Wiederherstellung. Und dann schickt Jesus sie weg zu den Priestern, zu den damaligen Menschen, die erklären konnten, du bist gesund. Und auf dem Weg dorthin, also mega unspektakulär, gehen sie los und werden gesund. Und nur einer kehrt zurück und sagt Gott Dank und Jesus reagiert darauf, ist keinem außer diesen Ausländer in den Sinn gekommen, Gott dafür zu ehren und zu danken. In der Geschichte wird ziemlich schnell klar, dass nach der Heilung von diesem Aussatz, als sich die wahre Krankheit herauskommt und was es sich wirklich durchdreht. Und das ist ein Virus, das sich bis heute gehalten hat. Das ist das Virus von der Undankbarkeit. Und Undankbarkeit hat ganz verschiedene Blüten. Unter anderem führt Undankbarkeit dazu, dass so eine Art Amnesie, Gedächtnisverlust eintritt. Auch geistliche Amnesie. Man erinnert sich überhaupt nicht mehr daran, was war gut, was war toll. Und durch so eine fortschreitende Amnesie nimmt man immer mehr die Dinge als selbstverständlich. Selbstverständlich klappt das immer hier. Selbstverständlich haben wir geteerte Straßen bis zum letzten Kracher. Selbstverständlich klappt jede Steckdose. Selbstverständlich ist im Migros und Konsi immer das Regal voll. Selbstverständlich. Irgendwelche Fragen dazu? Nein. Amnesie führt wirklich dazu, Dinge selbstverständlich zu nehmen. Leute, und wir wollen das ICF bewusst in dieses neue Jahr hineingehen und uns gegen diesen Virus stemmen, gegen den Virus von der Undankbarkeit. Und sagen, nein, wir nehmen nicht alles selbstverständlich, weil es ist gar nicht alles selbstverständlich, sondern wir wollen bewusst sagen, hey, wir sind dankbar dafür. Und das hochhalten und auch demütig dabei bleiben. Und manchmal helfen ein paar Fragen, wirklich Dankbarkeit zu implementieren in unser Leben. Was war eigentlich letztes Jahr? In deinem Leben, in unserem ICF. Was waren letztes Jahr für kostbare Momente? Was ist letztes Jahr fertig geworden? Wirklich fertig zum Abschluss gekommen? Oder was hast du letztes Jahr gelernt? Oder an welches Erlebnis, das wirst du nicht vergessen, wenn du an das letzte Jahr denkst. Wo bist du gewachsen? Oder welcher Bibelvers hat dich im letzten Jahr begleitet? Weißt du, die Fragen, die gelten für uns als ganze Kirche. Und wir möchten einen kurzen Recap machen. Wir wollen kurz zurückschauen. Hey, was war im 2021? Was hat da alles stattgefunden?
Ich lade euch ein, einfach mit hineinzutauchen. When I was just a kid, I dreamed about the life I live. Buy fancy cars and a new crib, and cruise around with all my friends, But I've been waking up and realizing all those things look so much different through a screen. And that type of life is what it seems. Mir ist so ein tiefer Frieden über mich gekommen. Designer bags are not all bad, but I'll never find my worth in that. I don't need a bunch of money, clothes and diamond rings to be happy. 'Cause all the best things in life are free, so give me the simple things. People might say there's a game you gotta play. Just play along and you'll get paid. But I refuse to be a slave. To be a slave, I'm just gonna be me. Ich habe mich entschieden, taufen zu lassen, weil Jesus ganz viel für mich gemacht hat. Ich habe als den geduldige, gnädige Gott kennengelernt, wo mir meine Fehler vergibt. Und ich weiß, Jesus und ich, wir gehören einfach zusammen. Und ich lasse mich taufen, um Jesus meine Liebe zu versichern. Das Fundament auf Jesus setzen. Immer noch so überwältigt bin von dieser Liebe und dieser Gnade. To be happy. 'Cause all the best things in life are free, so give me the simple. I don't need a bunch of money, clothes and diamond rings to be happy. 'Cause all the best things in life are free, so give me the simple. To be happy. 'Cause all the best things in life are free, so give me the simple. I don't need a bunch of money, clothes and diamond rings to be happy. 'Cause all the best things in life are free, so give me the simple things. Kid, I dreamed about the life I live. Buy fancy cars and a new crib, and cruise around with all my friends, But I've been waking up and realizing all those things look so much different through a screen. And that type of life is what it seems. Isn't what it seems. Ich konnte dem Mann nie vergeben. Und Gott hat mir das im Traum geschenkt. Never find my worth in that.
Ja. Leute, das war so ein Schnelldurchlauf. Wir können den ab heute Mittag um 12 Uhr euch langsam auf unserem YouTube-Kanal nochmal anschauen und die einzelnen Elemente nochmal rauspicken. Wir haben wirklich viel Grund, dankbar zu sein. Was alles im letzten Jahr stattgefunden hat, Taufen, Kindersegnung, Family Days, Herbstcamp, Leute, Ehelounge, Celebrations, Leader Days. Es waren für mich wirklich einige kostbare Momente darunter. Taufen. Unser geistlicher Rat-Retreat im November, wo wir miteinander gehabt haben, die kam jetzt nicht vor, aber wirklich ein besonderer Moment auch für mich. Geburt von meinem 4. Enkelkind. Das sind so private Sachen. Wow, wirklich so besondere Momente. Was ist fertig geworden mit unserer Kirche? Leute, dass der Christmas-Markt hier in Basel stattfinden konnte. Leute, das ist eine außergewöhnliche Sache für mich. Dank dem Yannick Schmid, unserem Programmer, unserem Neuen, hat er wirklich das hingekriegt. Wir haben heute Morgen haben wir die letzten Dekoreste entsorgt hier. Heute Morgen. Die letzten Tannenzweige und den ganzen Mist. Ein außergewöhnliches Erlebnis, wo ich nicht vergessen werde, ist das Herbstcamp. Mit so viel Einheit, mit so viel Zusammenkommen und wieder sagen, hey komm, wir rücken zusammen, wir packen das, wir schaffen das, Leute. Wo sind wir gewachsen? Leute, wir sind wirklich online gewachsen. Viele, die heute auch online dabei sind oder später als Podcast sehen, hey, wir haben nach vorne gemacht, es ist wirklich so viel besser geworden. Und wir durften im letzten Jahr besser werden dran. Und wir haben Grund, dankbar zu sein. Und der Bibelvers aus Lukas 4 begleitet uns immer noch. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, dem Blinden wirklich gute Nachricht zu bringen, gute Nachricht herauszugeben, denen, die gefangen sind. Wir wollen mehr davon sehen. Wir wollen mehr sehen, dass Menschen ausgesandt werden, befreit werden, die gute Nachricht hören, ihre Augen aufgehen und Leute wirklich geheilt werden. Und dafür möchte ich Dankeschön sagen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ich lade euch ein, an dem Ort, wo du sitzt, gerade mit mir zu beten. Und Vater im Himmel, wir wollen nicht einfach zügig nach vorne schauen und hurra, was kommt jetzt, sondern wir wollen innehalten und bewusst zurückkehren zu dir, dem Anfänger, Vollender unseres Glaubens. Wir danken dir, Jesus, dass du uns wirklich außergewöhnlich beschenkt hast im letzten Jahr. Wirklich außergewöhnlich uns was gegeben hast. Und ich am Anfang vom Jahr dachte, das wird nicht möglich werden. Danke für die offenen Türen, danke für all die Gelegenheiten, die wir miteinander feiern durften. Danke für jede Taufe, für jeden Entscheid, für den Alpha-Kurs, Ehelounge, für all die Sachen, wo Menschen erreicht worden sind, wo deine Güte und Gnade immer wieder durchgedrungen ist. Danke auch für die Einheit, die du uns geschenkt hast, auch in schwierigen Zeiten und auch für den Mut, immer wieder zusammenzurücken. Danke, dass du bei uns warst, Jesus. Das gibt mir Mut, wirklich auch nach vorne zu schauen. In deinem Namen. Amen. 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 Hey, solche Bilder machen mir mega Freude. Das zeigt, 2021 war nicht nur anstrengend, weil ein bisschen anstrengend war es, ja, aber nicht nur. Gott hat auch großartige Geschichten geschrieben. Und wir haben gerade einige davon gesehen. Wir schauen heute zurück und wir sind dankbar, aber nicht nur. Ich glaube, Kirche bauen lässt sich mit einem Bild vergleichen, wie wenn du mit dem Fahrrad auf den Berg hochfährst. Es ist Sache Fluh, Passwang, Feldberg, wo auch immer, Krishona. Du hast eine Strecke vor dir und du siehst, da ist noch was zu gehen, es ist anstrengend, ja. Aber immer wenn du kurz zurückschaust, siehst du, was du schon gefahren bist. Dann siehst du, was schon passiert ist, siehst du, was Gott schon getan hat. Und dieser kurze Blick zurück, der gibt Energie für das, was noch vor dran liegt. Und das ist bei uns auch so, wir schauen kurz zurück, aber bewusst nur kurz, weil wenn wir zu lang zurückschauen, fahren wir irgendwann gegen den nächsten Baum, den wir sehen oder eben nicht sehen. Und mir ist wichtig, dass das heute keine Nostalgie-Party wird. Wir schauen zurück, um Energie zu bekommen für das, was in dem Jahr vor uns liegt, weil unsere Fahrt geht weiter. Ja? 2022 liegt vor uns. Frohes neues Jahr. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst, wenn du das hörst. Ich habe dir ein paar Memes mitgebracht. Kannst du mal überlegen, mit welchem Meme du dich identifizieren kannst. Ich muss sagen, ich habe selbst etwas gemischte Gefühle, wenn ich ans 2022 denke.
Weil ich muss sagen, die letzten beiden Jahre, die haben ein bisschen Energie gekostet für mich. Ich habe viel gearbeitet für nichts, weil ich Dinge geplant habe, die gar nie passiert sind, weil sie nicht stattfinden konnten. Ich habe viele mehr Gespräche geführt, wir hatten viel mehr Konflikte, wir mussten viel mehr dafür kämpfen, dass die Einheit bleibt in unserer Kirche. Ich habe so viel mehr Aufwand selbst auch gehabt, dank der Pandemie. Zeit, die mir keiner mehr zurückgeben wird, wahrscheinlich. Aber eben, der Blick zurück, der lohnt sich. Wir haben in dem Jahr 2021 auch viele Gespräche geführt, viele Kurzinterviews gedreht mit Leuten aus unserer Kirche. Und du wirst die nächsten Wochen immer wieder eins sehen, das andere. Heute will ich dir das von der Safi zeigen. Im ICF Basel habe ich ein paar von diesen Momenten erlebt, die sehr entscheidend waren für mein ganzes Glaubensleben. Ich bin relativ früh hierher gekommen, mit 10 oder so, und habe dann wirklich so Schritt gehen in diesen Celebrations, in diesen Conferences. In jedem Gottesdienst, den wir hier gefeiert haben, habe ich irgendwie ein Stückchen mehr von Gott verstehen, durch die Predigten, durch die Songs, die wir ihm zusingen, wo ich merken durfte, wer er wirklich ist und die Beziehung irgendwie schrittweise aufbauen. Und das ist für mich eines der grössten Geschenke, wo ich auch merken durfte, wie er mir dient durch die guten Menschen in meinem Leben, wo er mir dient in dem Wesen, wie er ist, dass er mich trägt durch die schwierigen Sachen, dass er mich heilt von Sachen, wo ich alleine nicht rauskomme. Und das ist etwas, was ich nur in dieser Kirche so erleben und so irgendwie gespürt bekommen, dass ich angenommen bin und geliebt mit allem, was ich mitbringe, mit jedem Dreck und jedem guten Teil, den ich an mir finde. Und ich glaube, das ist nie anders der Ort oder das Daheim, außer in einer Kirche. Und für mich ist das ICF Basel. Es ist nicht die große Wundergeschichte, es ist nicht Heilung auf einen Schlag oder Auferstehung der Toten. Nee, es ist eine Geschichte, die Gott über Jahre lang mit einem Menschen geschrieben hat, ganz treu. Sie hat gesagt, sie war ungefähr 10, als sie in unsere Kirche gekommen ist. Hey, dieses Jahr heiratet sie Josh Zuber. Ja? Und da kommt was Gutes auf uns als Kirche zu, weil es sind 2 grandiose Menschen, da entsteht eine neue Familie. Und ich weiß, da wird so viel Gutes rauskommen. Die Geschichte, die ist noch nicht fertig. Gott hat erst angefangen, mit der Safira diese Geschichte zu schreiben. Und wenn ich daran denke, dann habe ich Bock auf 2022, weil ich weiß, auch in diesem Jahr wird Gott mehr von diesen Geschichten schreiben. Amen. Wir haben am 20-Jährigen, der Ralf hat es eben gesagt, haben wir Lukas 4 ausgerufen. Das war September 2019. Das ist jetzt etwas mehr als 2 Jahre und ich will das mit euch nochmals lesen heute. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Hey, das ist die Berufung, die Jesus an uns als Kirche weitergegeben hat. Deswegen sind wir angetreten. Deswegen bauen wir Kirche, wir wollen das sehen. Und ich frage dich an der Stelle, wie viel von den Mehrs haben wir schon erleben dürfen in den letzten 2 Jahren? Es sind vielleicht nicht immer die großen Geschichten, aber Gott hat so viele Geschichten in unserer Kirche geschrieben. Und ich frage dich, wie viel liegt noch vor uns? Wie viel von dem mehr kommt noch auf uns zu? Ich glaube, 2022 ist nicht das Jahr des Erhaltens. Es geht nicht darum, zu erhalten, was wir haben, gucken, dass jede Celebration irgendwie stattfinden kann, dass die Spenden irgendwie reinkommen, dass jeder Posten irgendwie gedeckt ist. Nee, 2022, da geht es um Gestalten. Das nehmen, was Gott uns anvertraut hat als Kirche, in jeder Location, online, wo auch immer, und alles dafür zu tun, dass dieses mehr Platz findet in unserer Kirche. Wir erwarten mehr, weil es Gott uns verheißen hat. Ja, wir sind mitten in einer Pandemie oder am Ende einer Pandemie. Wir sind in einer Pandemie und das fordert heraus und das kostet Energie. Und ja, wir haben große Pläne für 2022.
Weil wir mehr erwarten dürfen, weil es uns verheißen hat, richtig? Wir mussten 2G einführen. Das hier ist gerade eine 2G-Veranstaltung. Vielleicht bist du jetzt gerade zu Hause und du nervst dich, dass du nicht hier in der Halle sein kannst. Uns bewegt das. Wir wollen, dass unsere Kirche für alle offen bleibt. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine zweite Morgen-Celebration hier im ICF Basel anzustreben. Wir wollen 2 kürzere Celebrations machen, weil, wenn man ein 50er-Setting kreiert, wo nur 50 Personen da sind, da braucht es keine Zertifikatspflicht. Also ist unsere Idee, wir machen 2 kurze Celebrations, zuerst mit 50 Personen ohne Zertifikatspflicht und dann eine 2G-Celebration mit der Anzahl Plätzen, die wir heute sehen. Und wir haben uns überlegt, 2 kürzere Celebrations, die von den Teams gestemmt werden können, die bereits existieren, um den Aufwand im Rahmen zu halten. Wann wir das machen, das hängt davon ab, wie die Teams jetzt reagieren. Das hängt davon ab, wie viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wir für dieses Vorhaben, für dieses Jahr gewinnen können. Was kannst du dafür tun? Wenn du schon mitarbeitest, danke vielmals. Danke für all die Personen, die heute im Einsatz sind, im vergangenen Jahr mitgearbeitet haben. Du machst all das möglich mit deinem Einsatz. Bleib dran, werd nicht müde. Wenn du noch nicht mitarbeitest, jetzt ist der Moment. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Wenn du schon lange vor dir herschiebst und denkst, eigentlich müsste ich, mach's jetzt. Auch wenn du zu Hause bist, du kannst auch auf digitaler Ebene irgendwo mitarbeiten in unserer Kirche. Geh auf irgendjemanden zu, den du heute im Einsatz siehst, oder schreib uns und du wirst sehen, wie schnell es geht und wie einfach es ist, damit wir das möglich machen können, dass unsere Kirche für alle offen bleibt. 2022 wird aber auch das Jahr, in dem wir ganz, ganz groß, im großen Stil in unsere nächste Generation investieren. Wir haben was vor, Leute. Du siehst hinter mir jetzt gleich eine Animation. Die Animation, die zeigt unseren zukünftigen Kidsräume. Kannst du mal laufen lassen. Wunderbar. Einfach mal so eine Idee, wie das aussehen könnte. Wir träumen davon, dass wir jede Altersstufe größere, wunderschönere Räume bauen können, in denen noch mehr von dem passieren kann, was uns die Safi eben erzählt hat. Dass Kinder Gott nahe kommen können und ihn als liebenden Vater erkennen dürfen. Dass sie nach Hause gehen und ihr Haushalt verändern mit dem, was sie sagen, mit dem, was sie nach Hause bringen, mit dem, was Gott ihnen geschenkt hat. Wir haben 500 Quadratmeter, die werden wir mieten. Und wir werden alle anderen Nebenräume abgeben, das kommt zusätzlich zur Halle, Lounge und Actionhalle mit dazu, um unseren nächsten Generationen ein neues Zuhause zu schaffen. Dass sie da reinwachsen können und mehr von diesen Geschichten geschrieben werden können. Zusätzlich bietet es uns die Möglichkeit, auch digital zu wachsen. Also wir haben einen Raum, den wir gestalten können, damit wir auch den digitalen Content, den wir machen, das wird immer mehr wichtiger und wichtiger, auch auf ein nächstes Qualitätslevel bringen können, dass unser Livestream nochmal einen Sprung nach vorne machen kann, damit wir auch dir zu Hause die Möglichkeit bieten können, die Kirche so intensiv und nah wie möglich mitzuerleben. Wir werden in den nächsten Wochen mehr Details zu diesem Projekt bringen. Wann werden wir da hochgehen? Wir schätzen momentan März bis Mai. Irgendwo darum, Schritt für Schritt da hochzugehen. Was wird genau passieren, was wird das Ganze kosten, das werden wir alles noch kundtun. Heute geht es mir ums Folgende. Öffne dein Herz für dieses Projekt. Egal, ob du vom Basel-Land oder aus Lörrach bist oder online dabei bist, das wird unsere Kirche stärken und es werden so viele gute Geschichten in diesen neuen Kidsräumen geschrieben werden, du wirst sehen. Und deswegen mach dein Herz auf, weil ich bin überzeugt, Gott wird dieses Mehr bringen in unsere Kirche. Und wir dürfen ihn an der Stelle fragen, was darf ich dazu beitragen? Danke, Dani. Wir möchten jetzt am Schluss uns noch eine Zeit nehmen, um für das Jahr 22 zu beten. Wir werden anschließend dann gemeinsam das Abendmahl miteinander feiern. Wenn du zu Hause eingeschaltet hast, dann hast du jetzt vielleicht noch die Gelegenheit, das Abendmahl vorzubereiten, dass wir dann das gemeinsam feiern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du
an das nächste Jahr 22 denkst. Wenn ich diese Geschichten höre und zurückschaue auf das Jahr 21, dann habe ich Freude. Wenn ich diese Projekte höre mit dem Gebäude 30, dann mit den neuen Kinderräumen, dann freut es mich, dann steigt eine Euphorie in mir hoch. Aber ich muss ehrlich sein, ich habe auch ein gewisses mulmiges Gefühl. Weil einfach viele Dinge unsicher sind, wie es kommt. Wenn ich persönlich ans Jahr 22 denke, dann kommt bei mir nicht nur Freude hoch, sondern auch Sorgen. Schaffen wir das Ganze? Packen wir das überhaupt? Vielleicht entsteht bei dir ein ähnliches Gefühl in deinem persönlichen Leben. Du denkst vielleicht an deinen Beruf und du denkst dir, schaffe ich das? All diese Projekte, die auf mich zurollen, überwältigen die mich nicht? Vielleicht denkst du an eine Beziehung oder an Beziehungen, deine Familie. Vielleicht stehst du vor gesundheitlichen Schwierigkeiten. Und der Rutsch ins neue Jahr 22 ist nicht nur mit Freude verbunden, sondern auch mit Sorge. Ich weiß nicht, wie dein Jahr, mein Jahr, unser Jahr aussehen wird als Kirche. Ich weiß es nicht, aber etwas weiß ich. Jesus wird auch im 22 bei uns sein. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt, aber Jesus wird in der Zukunft auf uns warten. Und ich möchte dir das zusprechen heute. Der gleiche Jesus, der dich begleitet hat im Jahr 21, wird dich auch begleiten im Jahr 22. Der gleiche Jesus, der all diese Geschichten möglich gemacht hat, von denen wir gehört haben. Das ist der gleiche Jesus, der auch die nächsten Geschichten schreiben wird. Verstehst du? Ich möchte diese Gebetszeit jetzt nutzen und das Kreuz, diesen Jesus und das, was er für uns getan hat, nochmal ins Zentrum zu rücken. Weil ohne ihn haben wir ein Problem. Aber er hat uns versprochen, dass er uns nie verlassen wird. Und deswegen gibt es eigentlich nichts Besseres, als dass wir Jesus ins Zentrum rücken nochmal. Vielleicht kannst du das symbolisch tun. Ich liebe dieses Kreuz. Weil wenn ich ans Jahr 22 denke, dann mache ich gern das hier. Weil ich weiß nicht, was kommt. Aber ich weiß, dass dieser Anker, dieses Kreuz, dieses Fundament, dieser Jesus da sein wird. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und in der Bibel heißt es, wenn wir das Abendmahl feiern, dann verkündigen wir den Tod von Jesus, bis dass er wiederkommt. Und indem wir das Brot zu uns nehmen, erinnern wir uns daran, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, dass sein Körper hier an dieses Kreuz genagelt wurde, für uns, damit wir Heilung finden, damit wir Befreiung finden. Und wenn wir den Traubensaft trinken, dann erinnern wir uns, dass sein Blut vergossen wurde, damit unsere Schuld, unsere Fehler vergeben werden. Und dass wir Zugang haben, freien Zugang zu Gott. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann proklamieren wir und sagen, es ist vollbracht. Jesus hat alles getan und das ist unser Fundament, das ist unsere Grundlage und an dem möchte ich mich festklammern in meinem nächsten Jahr. Und das, liebe Leute, gibt mir Hoffnung. Trotz meinem mulmigen Gefühl vielleicht. Ich weiß, hey, dieser Jesus, der bleibt. Das ist mein Anker, das ist mein Fundament. Egal was kommt, er bleibt bestehen. Er bleibt bestehen. Ich möchte jetzt eine Zeit nehmen fürs Gebet. Und dann, wenn wir gebetet haben, dann können wir zum Abendmahl gehen und dann nehmen wir das gemeinsam ein. Jesus, ich klammere mich an dich. Du sollst mein Zentrum sein in meinem Leben. Du bist mein Fundament, Jesus. Mit dir will ich ins neue Jahr.
das, was du getan hast am Kreuz, soll meine Grundlage sein. Und ich bitte dich für unsere Kirche, Jesus. Ich bitte dich für das ICF Basel, Basel-Land, Lörrach. Dass du, Jesus, ins Zentrum rückst. Dir gehört die Show. Dir gehört alle Ehre, Jesus. Wir möchten sehen, wie dein Reich kommt, dein Wille geschieht, wie im Himmel, so hier unter uns im ICF Basel, Basel-Land und Lörrach. Jesus, wir wollen sehen, wie du dein Reich baust, dass mehr Menschen befreit werden, dass mehr Menschen die Augen geöffnet werden für deine Liebe, für deine Worte. Wir möchten sehen, wie Menschen zum Glauben finden. Wir möchten sehen, Jesus, wie mehr Menschen befähigt werden und ausgesendet werden. Wir möchten sehen, wie mehr Menschen gute Hoffnung, gute Nachricht bekommen in ihrem Leben. Handfeste, konkrete Hilfe durch uns als Kirche. Und für das brauchen wir dich, Jesus. Wir halten uns fest an dir. Und ich bitte dich für jede einzelne Person heute Morgen hier in der Halle, auch zu Hause, in jeder Situation, Jesus, du bist im Zentrum. Und wir beten, dass du Türen aufmachst, dass du Beziehungen knüpfst, die von dir kommen, dass du leitest und führst. Und ich danke dir, Jesus, kommst du uns entgegen und hast gute Pläne für uns vorbereitet. Gute Beziehungen, gute Gedanken. Jesus, ich danke dir im Voraus für all das, was du noch tun wirst. Amen. Amen.